Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will von euch sagen, da ist auch der Kollege Roger Negri, merci so für sein schriftlichen und mündlichen Rapport des Projekt de Loi, den als echt Ziel wird am Anfang den provisorischen Charakter von den Gesetzen von 2009, die den 31. Dezember ausgelassen sind, für die eine definitive Bestimmung umzuändern. Ich will direkt von Anfang an sagen, dass wir als ADR diesem Projekt werden zustimmen, auch wenn nur wie viel gesagt wird, als nur 25% von den 1300, das sind immerhin aber 350 Leute, die dann einen Platz über diese Weg finden, und das schenkt uns nicht nichts zu sein, und das ist immer der Wert, für so eine Erfahrung, so eine Maßnahme zu holen, und auf der anderen Seite, die 50%, die auch noch ein Arbeit von tun, kann ich nicht sicher definitiv sagen, ob sie das Maßnahmen zu feiern ist oder nicht. Mir sicherlich auch noch ein Teil von dem Prozentsatz, als ob das Maßnahmen zu feiern. Und ich meine, wichtig ist, dass man den Jonken eine Beschäftigung geben, auch wenn die Beschäftigung nehmen, zeitlich limitiert, dass Jugendliche, die nach der Schule kommen, also das wesentlich, dass sie dann an den Arbeitsmarkt integriert gehen, und dass man sie nicht dabei auf der Straße stehen lassen. Sodass dieses Projekt trotz allen Notdelen, trotz aller Kritiken, einfach da zum Teil positives Resultat hat. Herr Präsident, ich wollte an der kurzen Zeit, wo man heute zur Verfügung steht, pur Fragen und den Herrn Arbeitsminister stellen, was mir mit praktischer Durchführung zu machen, zum Beispiel die Verträge, die zwischen dem 1. Januar an dem Inkrafttreten von dem neuen Gesetz sind, auf was für eine Basis sind die gemäht, sind da auf Grundlage von dem alten Gesetz, oder sind die schon auf wie vom neuen Gesetz gemäht, oder gehen die nun diesem Wort einfach adaptiert und die neuen gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben in der 30 Jahre 5.468 Leute an der Adam angeschrieben hat, Ausgangs Dezember, das sind 18%. Das sind da viel, für Lützburg davon Nummer der 1308, die an engen von den drei am Gesetz vorgesehenen Maßnahmen sind. Am Niveau von Europa, als von der Garantie Jeune geschwärzt, die am Fonds rekommandiert wird, dass alle Jugendlichen, die erst Schule kommen, sollen binnen 4 Monaten ein Offre d'Emploi Angebote kriegen oder eine Weiterformation Angebote kriegen. Und noch heißt sich froh, und den Herrn Minister, wie weit dat man auf dem Ziel sind, wie hoch das also Prozentsatz ist. Sicherlich wird man nicht 100% von denen Betroffenen können einen Platz oder eine Formation anbieten. Aber wie weit sind wir da mal gekommen? Ein drittes Vor, die ich will mal in Diskussion bringen. Als Ziel, also ja für die Jugendlichen an den ersten Arbeitsmarkt ranzugehen. Das muss immer als Ziel bleiben. Es kann nicht Ziel sein, dass man nur einem oder anderthalb Jahr, wenn das Maßnahmen rum sind, als Giffen damit aufhandeln, dass sie an der Adam Giffen angeschrieben gehen. Wir haben schon hören, für drin, dass ungefähr 25% über diese Weg eine Festausstellung an den Betrieben kriegen, 50 schon selber ein von, 25% Giffen da bleiben, den bei der Adam mussten neu angeschrieben gehen. Ich meine, das klar, dass wir müssen das analysieren, weil wir heute Betriebe ja auf der einen Seite eine Unterstützung geben. Und das ist einfach die Schwierigkeit, die wir bei diesen Maßnahmen haben, wenn wir einerseits die Betriebe so, wir helfen als Staat, wenn der Jugendliche da anstellt, über eine finanzielle Subvention für die Leute zu holen, für das nicht ein Abus entsteht, dass die just geholt gehen, wenn es der finanzielle Subvention ja nur in unserem Fall ist. Das ist natürlich ein schwerer Weg für eben Betriebe dazu zu bewegen, für das sie eine Politik machen, dass das Ziel soll sein, von Anfang an Ziel soll sein, für die jungen Leute definitiv anzustellen. 25% ist sicherlich ein niedriger Prozentsatz, den zu einer definitiven Abstellung feiert, dann froh, die sie stellt, auch den Herrn Minister, dass man da auch eine Maßnahme können, eine Möglichkeit für Betriebe, die giffen systematisch so leid
Erstellen an se systematisch ja noch net erstellen, wenn Verträge aufgeschlossen gibt, wie lange dat die Betriebe können von den Maßnahmen profitieren oder ob man nicht auch eine Regelung können finden, die man so wenn Betriebe systematisch ist von der Eid profitieren und so noch fallen lassen, da können wir nicht an denen Betriebe an die Richtung führen oder da den eventuellen, das ist auch eine Idee, die Subventionen nach Milan zieht, an se degressiv sind, mehr aber mit der Obligation, dass eine Erstellung nicht herkommen. Wenn man noch hingehen, dass man ein Zertifikat abfeiern, dann ist zu begrüßen. Mit das dort gehen, vor allem für die Leute, die noch keinen Arbeitsplatz kriegen, sollen aber ein Zertifikat kriegen, weil wenn sie nicht an dem ersten Betrieb ein kriegen, wird das negativ für später Erstellungen. Das Zertifikat ist gut. Aber ich meine, das Zertifikat wird die Problematik nicht lesen. Sie nur just schriftlich, dass sie keine Erstellung kriegen. Und normalerweise muss der Betrieb dann noch darstellen, er kann ja nicht schreiben, dass Raison Ökonomik hätten sie nicht. Er muss auch darstellen, die Person nicht Mengen Vierstellungen anschauen. Und dafür, Herr Präsident, also es ist schon gut, dass wir so ein Zertifikat kriegen, aber ich meine auf der anderen Seite, also aber nicht, dass ich meine, dass durch den Zertifikat da wird Wesentliches ändern. Das gesagt, Herr Präsident, will ich eine Zustimmung von unserer Seite bringen. Merci dem Herr Gilbert und als letzter Redner als Herr Albani. Herr Albani, du